Der Gabirano nimmt 5 oder mehr verschiedene Themen, unter anderem Corona-Kritik, Corona-Schwurbler, Theorien, ich glaube nicht dran, nimmt die Ernährung, meine Fruchtsaft, nimmt die Ernährung, kein Tier essen, keine Schlachten und so weiter, vermischen die alle zusammen und stellen mich so da, als habe ich das Leben begriffen. Und Digga, du tust kleinen Kind, oder ja, kleine Kind nicht mal, du tust Jugendliche oder auch junge Erwachsene, sagst du, Digga, das und das ist schlecht und ein paar Sachen, ja, sind davon auch schlecht. Und du tust jetzt das vermischen mit anderen Sachen und das geht einfach nicht. Hey, Chat, etwas wollte ich noch ansprechen, wo ihr vielleicht schon mitbekommen habt und vielleicht geht es ein paar noch schon auf den Sack, aber ich finde, man muss es langsam ansprechen und zwar der Typ hier. Der Gabirano, den kennen wahrscheinlich viele von euch, das ist vielen von euch ein Begriff. Und auch der Gabirano kenne ich persönlich schon ein paar Mal kennengelernt und man kann von ihm halten, was man möchte. Ich muss sagen, ja, der Gabirano in der Vergangenheit habe ich eigentlich recht easy gefunden mit seinen Videos. Klar, ein paar Sachen waren besser, ein paar Sachen waren schlechter. Im Moment ist sich aber etwas am entwickeln und das habe ich schon letzte Woche eigentlich ansprechen. Ich habe mich aber nicht so dafür gehabt, mit meiner Reichweite, dass ich es jetzt gleich irgendwie ein bisschen ansprechen muss. Und jetzt finde ich, ey, auch wenn meine Reichweite, mit wie viele Zuschauer sind wir? 30 Leute, meine Reichweite ist sehr bescheiden, das bin ich mir auch bewusst. Und gleich finde ich, bezüglich Gabirano muss man etwas sagen, meiner Meinung nach. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich ein richtiges Video auf meinem Hauptkanal machen soll. Wie das Video, das ich über die SVP gemacht habe, über die Swiss Covid App etc. Ich habe mir dann aber gedacht, ja, vielleicht wäre so ein Video gut, aber andererseits ist mir eigentlich auch meine Zeit nicht ganz ehrlich gesagt wert. Dass ich mehrere Stunden investiere in ein Video über einen Gabirano, wo ich über ihn rede, das ist es mir einfach nicht wert. Also, wie ist das Ganze ins Laufen gekommen? Der Gabirano, dem folge ich schon länger auf Instagram. Seit 2017, logischerweise, dann war er ja gross mit seinen Videos, mit seinen Kurzvideos. Und ich bin ihm auch nie entfolgt. Ich bin ihm nie entfolgt, weil ich immer so denke, Digga, ich schau mal, was der so macht. Und mir ist aufgefallen, seit der Corona-Krise ist der Gabirano, also er war ja sehr lange inaktiv gewesen, ist er sehr in eine Ecke reingekommen, wo, ja, Verschwörungstheoretiker ist. Gabirano würde ich heutzutage als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Und wir schauen mal kurz rein, wieso das überhaupt war. Es ist nämlich ein Video, das er vor 6 Tagen hochgeladen hat. Ihr habt das Video zum Teil schon gesehen. Wir schauen nur kurz rein, wir schauen nicht alles an. So viel wie er sind gestorben und haben sie dir sagen, die ganze Zeit haben sie dir sagen. Die ganze Zeit. Ein Elvis Presley hat dir sagen. Ein John F. Kennedy hat dir sagen. Ein Bob Marley hat dir sagen. Ein Tupac hat dir sagen. Alle tot. Und du? Lass gerne noch ihre Musik, aber hast keine Ahnung, was sie wollen sagen. Sie wollen sagen, dass die Welt nichts für die hat, nichts für die will und Oh Digga, also ich kann euch sagen, es wird noch ein paar Passagen in diesem Video geben, und ich werde fragen, Bro, was nur läuft? die will ausnehmen. Und du sollst einfach für die schauen und die einfach heilen und die anderen auch, rund um die. Wir schauen für uns, wir sind mehr. Wir sind mehr! Als die ganz wenigen, die uns da kontrollieren wollen. Okay, auf jeden Fall, das Video dauert 12 Minuten und wir werden uns nicht das Ganze geben. Aber hört einfach ihm mal zu und versucht mal nachzuvollziehen, wie er vom einen Thema aufs andere Thema kommt. Beziehungsweise, wie die ganzen Themen zusammengesetzt werden. Das ist Gottes Plan. Gottes Plan ist Vertrauen und für sich schauen. Weißt du, was ich meine? Nein, Digga, ich weiss nicht, wie der Mensch. Oh mein Gott, ich habe schnell Pause gemacht von Instagram. Ich habe gemeint, ja komm, Detox, aber es redet niemand über den Fettelefant im Raum. Digga, Fettelefant im Raum, wer kennt den nicht? Weißt du, es will einfach alle ignorieren und einfach Spass haben. Aber du musst durch den Schmerz Du musst durch den Schmerz durch. Du musst durch den Schmerz durch, Du Digga. kannst nicht rundum, drüber oder unten durch. Du musst durch. Du musst durch Dunkelheit durch. Nur so kannst du weiterkommen im Leben. Nur so kannst du steigen. Und ich habe passionate gerade, ich weiß, aber es ist einfach wie... Bro, wie oft willst du noch den Schwanz vom Berse oder vom BAG noch? Also, nur ein bisschen Restriktionen weniger. Okay, nur. Bro, scheiß auf die! Scheiß auf die! Also, ich weiss, ich mache mir jetzt ein bisschen lustig drüber und ich werde es wahrscheinlich auch noch. Aber halten wir nur mal schnell fest. Er ist von Bob Marley, Tupac, weil ich ihm etwas Wichtiges sagen, zu der Elefant im Raum, zu Berse sein Schwanz lutschen, wegen der Corona-Massnahmen, zu... Wir schauen weiter. Warte nicht auf Medien, dass sie dir die Wahrheit sagen. Such sie selber. Die Wahrheit ist alles in dir. Du findest sie in dir. Du musst stärker werden.
Du musst das Licht in dir reinbringen. Und wie bringst du es rein? Mit Früchten. Das ist wirklich die geilste Stelle, Digga. Also, Tupac, der Elefant im Raum, sich selber finden, Corona-Massnahmen, Früchte. Auf Früchte. Okay? Chat, Peppo G, Wir mitschreiben. sind Fruchtarier. Wir sind Fruchtarier. Gang links schauen in meinem Linktree. Die ersten 3. Hast du genug Beweis, dass es funktioniert? Du musst nicht Angst haben. Ich verstehe es. Ich habe lange gebraucht. Ich habe vor 3 Jahren zuerst mal von Früchten und bla bla gehört, aber dann, wo ich Digga, vor 3 Jahren zuerst mal von Früchten gehört. gesehen habe, wie viele Leute eigentlich von dem, also auf das leben und wie. Es gibt dir einen Rückgrat, Bro. Es gibt dir eben die. Wenn du Poulet isst, dann verhaltest du dich wie ein Chicken, der ist säcklich weg von deinen Problemen. Aber auf Früchte, so mehrmals gesagt, schau einen Gorilla an. Früchte! Schau einen Elefant an. Schau eine Kuh an oder ein Tor. Ich weiß auch nicht, aber die sind alle chillig drauf. Ausser, wenn du zu nahe an ihre Kinder kommst. Dann hast du ein Problem. Und die sind alle massenweise am Grüns fressen und so. Ja, aber Gabi, wir sind Menschen, wir sind besser als die. Ah, wir sind besser als die. Ah, sie chillen und wir killen sie und dann essen wir sie und wir sind besser als die. Bro, sie wollen von uns lernen und wir sollten von ihnen lernen. Und was machen wir? Wir vergewaltigen sie. Und jetzt ist mal langsam fertig, oder nicht? Haben wir nicht Haben wir genug? nicht. Haben wir es jetzt nicht gesehen? Ist jetzt nicht mal... Ey, Bro, versuch mal etwas Neues. Chat, versuch mal etwas Neues. Oder, ja, bleib... Nein, jeder macht, was er will. Mach. Gang sterben. Gang sterben. Iss Fleisch und Scheiße und du wirst auch Scheiße bekommen im Leben. Ganz einfach. Es ist okay, Also, wir haben jetzt 3 Minuten, wir haben 4 Minuten haben wir geschaut. Und ja, es ist alles ein bisschen lustig. Und die Chat und ihr findet es lustig. Und ich gehe jetzt gar nicht so gross auf den Chat ein. Weil ich wollte eigentlich etwas aufzeigen, wo ich persönlich ein sehr, sehr grosses Problem habe. Und zwar, das Video vor 6 Tagen hochgeladen hat 5000 Aufrufe. Und wenn wir hier so Kommentare durchgehen, yes, 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 Fire Emoji, wer hatet das, wie nennt man die Drogen, die du nimmst, okay, Gabirano mies und Psychose schieben, das ist eher ein bisschen kritisch. Auf jeden Fall, die ganzen Kommentare hier, Real Words, Fucking Hero, Siege People, bla bla bla, starker Typ, True Words spoken, Amen, okay. Also die Mehrheit hat das Video durchaus positiv aufgenommen. Warum? Ihr habt es selber vorhin gehört, der Gabirano fährt an von Tupac, Bob Marley hat die Wahrheit sagen zum Elefant im Raum, zu Bärse, sein Schwanz lutschen, Corona-Massnahmen, die Medien erzählen nur Scheiß, du sollst deine Wahrheit finden, zu Früchte machen dich besser. Was ist näher gekommen? Chat. Ich habe den Überblick schon gar nicht mehr. Wenn du Chicken isst, dann verhaltest du dich wie ein Chicken, du rennst weg von deinen Problemen. Ja, also wir haben hier dann auch noch Thema Ernährung, Fleisch essen und so. Wir haben hier etwa 5 verschiedene Themen in einem Video. Und denkt dran, wir haben gerade mal 4 Minuten von diesem Video geschaut, die komplett unterschiedlich sind. Also der Inhalt ist komplett unterschiedlich und ich kann euch sagen, ich habe das ganze Video geschaut und wir werden das jetzt nicht machen. Er geht auch noch auf x andere Themen ein, die eigentlich nichts gross miteinander zu tun haben. Warum ist jetzt das Problem? Der Gabirano hat extrem grosse Reichweite. Er hat 133'000 Abonnenten. Und diese Reichweite hat er sich aufgebaut über die Jahre, da kann man nichts dazu sagen. Aber er postet dort regelmäßig Verschwörungstheorien. Und zwar erstens mal wegen der Corona-Krise postet er viele Verschwörungstheorien, aber auch hure viel anderes. Zum Beispiel, ich habe mal einfach ein paar Sachen von ihm screenshottet, die er so über die Zeit aufgeladen hat. Jetzt einfach das Beispiel, The Moon Landing has a place on the Hollywood star actor's sidewalk for a reason. Also hier, Verschwörungstheorie, die Menschheit war nie auf dem Mond gewesen. Und versteht mich nicht falsch, ich wollte jetzt hier nicht sagen, ob die Verschwörungstheorie wahr ist oder nicht. Ich möchte euch nur aufzeigen, wie divers der Gabirano ist in seinen Verschwörungstheorien. Das heisst, wir haben einerseits mal Sachen über das Moonlanding. Dann haben wir hier NASA mit einem Schlangenbild. Wie man das deuten kann, kann man selber entscheiden. Dann hier Scriptures, God's Script written in the stars, Gott gewinnt. Okay. Dann haben wir hier Corona-kritische Sachen, wo quasi das Interview ist gezeigt wurde. If this stuff works, why can't you live like it works? Why are you wearing masks? Why can't you eat in a restaurant? Bla 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 bla. Und es geht weiter hier, zum Beispiel, das ist relativ frisch, 13. Juni 9-Covid-Gesetz, also gegen Corona-Massnahmen unter anderem. Hier etwas, das komplett in eine andere Richtung geht, von QAnon, dass quasi die Elite Kinderblut trinkt, Kinderorgan isst, um länger zu leben, bzw. jünger zu wirken. Hier mit dem Kommentar, keine Verschwörung mehr plötzlich, okay. Es geht einfach sehr in eine diverse Richtung, seine Verschwörungstheorien. Es geht quasi alle Himmelsrichtungen. Was er aber aktiv macht, ist jetzt vor allem
auch gegen Corona skeptisch sein. Gegen Corona-Massnahmen, aber auch gegen Coronavirus, ob es überhaupt gibt, etc. Das sieht man schon an seinen aktuellen Stories. Etwas Ablaufdatum Impfpass in Israel muss für alles erstmal erneuert werden, damit der Bürger seine Freiheit bekommt. Bla 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 bla. Gehen wir hier weiter. Er postet etwas von Q, ready to stand. Dann hier, gefährlich, wenn man die Wahrheit sprechen. Wie soll ich sagen, er ist sehr, sehr kritisch zu sehr, sehr vielen Sachen. Und jetzt, warum ist es ein Problem? Jemand, der das aufgenommen hat, dass der Gabirano im Moment so Corona-Geschwurbelzeug postet, ist unter anderem die Zeitung Watson. Watson ist vielen von euch ein Begriff. Ich tue schnell 2 Artikel auf. Watson hat in 2 Artikeln, zuerst in dem hier, die Schweizer Verschwörungsinfluencer und in dem hier, wenn Influencer Fake News verbreiten und damit Tausende erreichen. Watson hat in ihren Artikel, zu Recht, meiner Meinung nach, angesprochen, dass der Gabirano hier Verschwörungstheorien verbreitet. Und spricht aber auch seine Saftkur an. Also das heisst, es wird einerseits gesagt, dass er eben Corona-Skeptiker ist, andererseits wird aber auch auf seine Saftkur angesprochen. Und versteht mich nicht falsch, der Gabirano ist im Moment so ein bisschen auf dem Trip, ja, trinkt Saft, er ernährt sich nur von Saft, nur von Früchten etc. Und dementsprechend ist auch viel Kritik dass die Mainstream-Medien das jetzt ja kritisieren wegen seinem Saftkonsum. Ja, auf jeden Fall, man sieht es schon auf dem Vorschaubild, dass er einfach jetzt sehr viel Saft trinkt. Hier ist das Problem, der Gabirano, und so machen es viele Verschwörungstheoretiker, vermischen mehrere Themen, wie wir es vorher in diesem Video von ihm hier gesehen haben, vermischen mehrere Themen, wo man kann sagen, bei gewissen Themen kann man sagen, ja, okay, über das kann man diskutieren. Fleischkonsum, ja, über das kann man diskutieren. Vermischen Themen wie zum Beispiel Corona, Verschwörungstheorien, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Die so weit weg sind wie Tokio und New York. Schlechter Vergleich. Aber diese Sachen haben nichts miteinander zu tun. Und genau für das wird er näher gelobt. Also hier wird er von Watson kritisiert. Watson hat einen Artikel geschrieben. Gabirano hat das aufgenommen in mehreren Stories. Ich habe leider nur einen screenshotten. Hier zum Beispiel. Macht ruhig weiter Werbung für uns. Sie haben Angst, dass man Jugendliche auf andere Gedanken bringt als ihre Mainstream-Gedanken. Gabirano. Wir sind Nachrichten. Der Gabirano hat mehrmals aufgenommen, dass eben die Medien seine Saftkur kritisieren. Und dann haben viele Leute repostet, Gabirano wird kritisiert dass er den Jungen möchte Gesundheit näher bringen. Gesunde Ernährung. Und eben, ob jetzt es gescheit ist, sich nur von Saft oder Früchten zu ernähren, sei mal dahingestellt, kann jeder seine eigene Meinung haben. Was auf jeden Fall ein ganz anderes Thema ist, wenn jemand Corona-Massnahmen kritisiert. Und jetzt müssen wir mal das hier sehen. Der Gabirano hat heute ein Video gepostet, wie er... Oh, so, hallo zusammen. Ja, heute entschieden heute Morgen gedacht, okay, machen wir verdammt viel Wasser, Melonensaft für die Leute, die alle Demos sind und so. Kann ich dachte, für das viele Leute, oder? Kann man das promoten, oder? Schaut, 15 Liter habe ich gemacht. Fresh Juice. Schau mal, wie rum! Wow! Ja, wir werden sehen, ob... Also basically, wir müssen das Video jetzt nicht lange anschauen, aber der Gabirano geht Früchte kaufen, verarbeitet diese zu Saft und geht es dann ausschenken. Was ist problematisch an dem? Nichts. Am Saft machen, das den Leuten gratis verteilen, ist nichts das Problem. Logisch. Das ist von mir aus noch eine recht coole Aktion. Warum auch nicht? Wenn man davon überzeugt ist und geht Saft verteilen, ja, warum nicht? Das ist eine Aktion, kann man machen, muss man nicht. Das Problem ist aber der Gabirano, und man hat es schon angesprochen, letzten Samstag, also gestern aus der heutigen Perspektive, war eine Corona-Demo in Aarau. Und der Gabirano geht mit seinen Säften die Leute verpflegen. Das sieht man unter anderem nachher später hinten. Also er ist hier in Aarau an der Corona-Demo und man sieht hier ziemlich deutlich, dass es Corona-Schwurbler sind. Also hier sieht man die Demo noch einmal deutlicher und hier lasse ich jetzt mal laufen. Er erzählt, wie er tut, wie gesagt, seinen Saft hier verteilen an Corona-SkeptikerInnen und Corona-Skeptiker. Er geht jetzt hier die Säfte aus und hat mit diesen Leuten Gespräche. Und man sieht, eben, wie gesagt, man sieht ziemlich deutlich, dass die Leute Corona-Skeptiker sind, weil sie tragen alle keine Masken. Es hat entsprechende Schilder, es hat entsprechende Flaggen, etc. Aber was der Gabirano hier macht, ist gar nicht mal so dumm, weil er vermischt 2 Themen, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Einerseits Corona kritisieren, dass es das gar nicht gibt, dass es eine Verschwörung ist, dass es uns das Government, die Regierung, unterwerfen will. Mit Ernährungstipps, man sollte nur von Früchten leben. Das eine Thema, von Früchten zu leben, über das kann man diskutieren. Das ist legit. Da kann man sagen, okay, ja, warum nicht, kann man ausprobieren, etc. Das andere Thema, Corona-Skeptiker, Corona-Massnahmen, das hat nichts miteinander zu tun. Und der Gabirano macht genau das. Er vermischt verschiedene Themen, die miteinander nichts zu tun haben,
und bekommt nachher für das Aufmerksamkeit und auch entsprechendes Lob. Und jetzt schauen wir in die Kommentare, an Aral der wahre Treibstoff verteilt und er bekommt für das sehr, sehr viele Kommentare, die positiv sind. Zum Beispiel «Be careful people, there's a dangerous guy attacking everybody with fresh juice». Man tut es ein bisschen auf die humorvolle Seite spannen, obwohl es bewusst so ist, dass man verschiedene Themen miteinander vermischen. Die Leute, die dich nicht verstehen und den Medien glauben, tun persönlich echt leid. Deine Sprache verstehen nur die sich selber verstehen und für uns bist du jetzt schon Held. Für uns bist du jetzt schon Held und eine wahre Inspiration. Genau das ist das Problem. Der Gabirano vermischt einen Saftkonsum, eine Safternährung mit Corona-Kritik. Mit Kritik an den Corona-Massnahmen und ist offensichtlich Supporter von den Leuten, die das kritisieren, von den Corona-Schwubbler etc. Und bekommt für das sehr, sehr viel Lob, weil es unter dem Deckmantel von Saftkur, Safternährung, so gesund, yalla yalla passiert. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was wirklich einfach falsch und sogar gefährlich ist. Und jetzt, was mich am meisten triggert, Chat, und das muss ich ganz ehrlich sagen, und das hat der Milo auch schon gesagt, der Gabirano ist unter anderem so gross geworden und hat so viel Reichweite erlangen, weil er sehr, sehr viel selber gesammelt hat, aber er ist promoted worden von mehreren Influencern, er ist sogar von mehreren Komikern auf die Bühne geholt worden, er hat viel Stand-up gemacht vorher und hat dadurch so viel Reichweite bekommen. Habt ihr das Gefühl, irgendjemand von diesen Influencern, von diesen Komikern ist jemals hergestanden und hat gesagt, Gabirano, das was du sagst, ist absolut beschissen? Habt ihr das Gefühl, irgendjemand von diesen Influencern ist mal hergestanden und hat gesagt, Gabirano, das was du rauslässt, ist scheiße? Nein, kein einziger. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, mit wem das der Gabirano in der Vergangenheit zu tun hatte. Und ich finde es absolut beschämend, dass die Leute nicht herstehen mal und sagen, ey Gabi, das was du machst, ist einfach nur beschissen. Also wisst ihr ein bisschen, auf was ich raus will? Was der Gabirano aktuell macht, ist einfach nur beschämend und einfach auch gefährlich, auch für Leute, die gewisse Sachen nicht hinterfragen oder eben sagen, Digga, ich hinterfrage sie. Es hat in den letzten Tagen auch sehr, sehr viele Leute gegeben, die Stories repostet haben, die nachher hier in so einer Story gesagt haben, yo Digga, ich glaube dir alles, was du sagst, er ist schon Gabi, du bist so eine grosse Inspiration. Nee, Bro, Gabirano ist gar keine grosse Inspiration. Gabirano ist meiner Meinung nach ein Corona-Schwurbler, der zusammen mit einer Saftkur, mit Ernährungstipps irgendetwas verpacken will, so dass es halt an mehr Leute transportiert wird. Vielleicht macht er das durchaus bewusst, vielleicht macht er es nicht bewusst. Auf jeden Fall ist es eine Taktik, die von Verschwörungstheoretikern oft angewendet wird. Vor allem wird das so aufgenommen, als wäre das Gesicht der Jungen instrumentalisiert und von diesen massvollen Schwurbler, ja. Ich finde es sehr, sehr krass, nicht gut. Aber ich denke, man könnte das ganze Video darüber machen. Andererseits habe ich jetzt gesagt, ich wollte es auch mal im Livestream ansprechen. Es wird auch ein Video geben auf dem zweiten Ich finde es nur semi-überraschend, weil er hat schon letzten Sommer darüber berichtet. Ja, steht mir nicht falsch. Ich finde es auch nicht überraschend, dass der Gabirano Corona-Kritiker ist. Wie gesagt, er ist schon seit letztem Frühling. Ich folge Gabirano immer noch und ich habe immer wieder Zeug gesehen in seinen Stories, die grenzwertig sind. Aber, dass der Gabirano jetzt anfängt, gewisse Themen wie Ernährung zu verbinden mit Corona-Kritik, das ist meiner Meinung nach eine Grenze, die einfach nicht geht und die muss hinterfragt werden. Weil, Chat, ich wollte jetzt nicht flexen, aber das, was er hier in diesem Video auch anspricht. Das Geschenk, das wir haben, darum heißt es auf Englisch Present, weißt du, es ist ein Geschenk. When you are in the now, you won. Rückwärts. Mein Gott, das ist alles in der Sprache sogar. Du musst nur... Digga, das ist halt wirklich so ein Joke. Schauen, okay, ist das richtig, was ich mache? Wenn die Antwort Nein ist, dann mach doch besser. Mach doch besser. Und dann werden wir alle glücklich. Und dann werden wir alle expandieren. Aber weißt du, Gabi, das ist deine Wahrheit. Das ist schon schön und so. Aber ich glaube, meine Gene sind gemacht für Schlachten. ja. Nein, ich selber würde nie schlachten. Nein. Ich lasse das jemand anderes machen, weil ich kann das selber nicht, ich habe kein Blut gesehen. Es muss. Also eben, nochmal schnell. Das Video hat vorher eine komplett andere Wendung gehabt mit Corona-Massnahmen, Bärst den Schwanz lutschen. Und jetzt kritisiert er hier das ganze Schlachten und so weiter. Und jetzt kommt mein Flex, der eigentlich keiner sein sollte, Gabirano oder wer auch immer. Ich finde Leute, die anderen Leuten sagen, was sie zu tun und zu essen haben, richtig mühsam. Ich bin seit 15 Jahren Vegetarier. Seit ich 6 bin. Und das ist ziemlich strikt. Ich habe eigentlich nie gross Fleisch wieder probiert. Es ist seit Jahren klar, dass Fleischkonsum oder auch sonstige Tierproduktkonsum schädlich für die Umwelt ist und je nach Maß auch schädlich für den Körper ist. Wenn jemand extrem viel Kilo Fleisch isst pro Tag, Digga,
dem geht es nicht gut. Dass Fleischkonsum der Umwelt nicht gut tut, das ist nachgewiesen, das weiss man und sollte dem heutzutage auch langsam ein bisschen klar sein. Aber jetzt das vorzunehmen, das Thema, ich ernähre mich ja so gesund, ich bin gegen Schlachten, ich bin bla 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 bla, ist alles schön und gut, ist alles richtig, ist alles super. Aber das hat nichts mit Corona-Massnahmen zu tun. Dass du hier kritisierst, Schlachten, Tieressen und so weiter. Digga, da bin ich die beste Bro. Seit 15 Jahren Vegetarier, ich sage nichts anderes, dass Tieressen ich persönlich nicht möchte und auch nicht unterstützen. Aber es hat nichts mit Corona-Massnahmen zu tun. Es hat nichts mit, oh, Digga, ich sehe meine Welt anders, ich muss Medien hinterfragen, blablabla. Nein, es hat nichts damit zu tun. Es hat absolut nichts mit dem zu tun. Ernährung, dein Fruchtkonsum, deine Säfte und so, hat nichts mit Corona-Massnahmen hinterfragen zu tun. Absolut nichts, Digga. Wer bist du, Gabirano, dass du nach wie vielen Jahren bist du auf der Erde? Du bist 22, du hast vielleicht mal so vor 2-3 Jahren hast du begriffen, dass Fleischkonsum schlecht ist. Wer bist du, um hierher zu stehen und zu sagen, Digga, ich habe mit 22 oder 23 Jahren nichts begriffen, wie die Welt funktioniert. Hört mir alle zu, ich bin der Dude. Nee, Bro, du darfst auf Fleisch verzichten, du darfst vegan leben, du darfst deine Säfte konsumieren. Digga, es juckt mich nicht. Aber sag mir nicht, was andere zu tun und zu lassen haben, vor allem nicht, was Corona-Massnahmen angeht. Mara hat geschrieben, ich finde es echt gefährlich. Ich merke schon, wenn ich zum Beispiel Stellvertretungen gebe, so 5., 6. Klasse oder Oberstufe, viele Jugendliche nehmen den Gabirano halt als Vorbild und sie rennen ihm einfach blind hinten nachher. Dass er seine Videos 100 verschiedene Themen anspricht und vermischt, fällt mega vielen gar nicht auf. Sie hören nur kein Tieressen und zack, hat der Gabirano die Sympathie gewonnen und hinterfragt viele Jugendliche halt auch nicht mehr, was er sonst sagt. Meiner Meinung nach ein bisschen Machtmissbrauch. Genau. Merci Mara, dass du das ansprichst und mit dem möchte ich nachher eigentlich auch das Thema abschließen. Genau das kritisiere ich im Gabirano. Der Gabirano nimmt 5 oder mehr verschiedene Themen, unter anderem Corona-Kritik, Corona-Schwurbler, Theorien, ich glaube nicht dran, aber auch für andere Verschwörungstheoretiker wie eben Bob Marley, Tupac, dass die ja gar nicht gestorben sind, sondern eben erschossen worden wegen einem bestimmten Grund. Nehmt die Ernährung, meine Fruchtsaft, nehmt die Ernährung, kein Tieressen, keine Schlachten und so weiter, vermischen die alle zusammen und stellen mich so da, als habe ich das Leben begriffen. Und Digga, wie es Mara eigentlich geschrieben hat, und das tue ich gut unterschrieben, du tust kleine Kinder, also ja, kleine Kinder nicht mal, du tust Jugendliche oder auch junge Erwachsene, wo du vielen ein Vorbild bist, sagst du, Digga, das und das ist schlecht und ein paar Sachen, ja, sind davon auch schlecht. Ist ja auch so. Fleischkonsum zum Beispiel ist schlecht. Ist seit Jahren, klar. Und du musst jetzt das vermischen mit anderen Sachen und das geht einfach nicht. Und was mich anschießt, ist, dass kein einziger Influencer sagt etwas dagegen. Und wenn mal ein Medium etwas dagegen sagt, wie zum Beispiel jetzt hier Watson, wenn mal Watson etwas dagegen sagt, etwas mal schreibt, dann kommt der Gabirano oder auch Follower von ihm und picken sich raus, Gabirano, sie kritisieren dich dafür, dass du Fruchtsaft konsumierst. Hure witzig, scheiß Medien, bla 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 bla. Und das ist falsch. Weil wegen dem, dass du mehrere Themen miteinander vermischt, ist es nicht möglich, gewisse Sachen zu kritisieren, ohne dass dann jemand genau die Stelle rauspickt, die eben einfach ist, um zu sagen, ja Gabirano, sie kritisieren dich dafür, dass du Früchte isst. Scheiß Medien, Digga. Dabei geht es gar nicht um das. Es geht um die ganze Vermischung, um den ganzen Geschwurbelscheiß, den du rauslässt. Das geht nicht. Und da finde ich, sollten mehr Influencer oder auch mehr Medien oder einfach auch mehr Leute aus dem öffentlichen Leben herstehen und sagen, Digga, Gabirano, gewisse Sachen, die du sagst, sind wahr. Andere Sachen sind einfach nur gefährlich und offizielles Querdenker-Eigentum bzw. Verschwörungstheorien. Es ist scheiße, was du machst. So, und ich glaube, jetzt habe ich genug dazu gesagt, es ist richtig, etwas auch dagegen zu sagen. Weil die Leute sind sehr, sehr laut, der Gabirano ist sehr, sehr laut, auch schon nur von Reichweite her. Und es müssen einfach auch Leute dagegen haben und sagen, Digga, nee, einfach so nicht. Und ich hoffe, viele Leute, die jetzt vielleicht zuschauen hier oder das Video sehen, oder auch beim Gabirano vorbeischauen, hinterfragen immer alles mindestens 2-mal. Hinterfragen meine Aussagen, hinterfragen aber auch Gabirano seine Aussagen. Man kann sich sehr, sehr einen eigenen Blick haben. Der Gabirano ist so einer, der Gabirano lebt in seiner komplett eigenen Welt und beeinflusst andere Menschen, ohne dass die unbedingt merken. Jetzt habe ich genug dazu gesagt, merci für mal zugeschaut und ich hoffe, seid in Zukunft auch gegenüber den grösseren Leuten kritisch. So, ich glaube, ich habe genug dazu gesagt.